Na Leute, bereit für ein paar Sidequests der Zoras, hier zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und ja, wir sind eben noch dabei mit die endlose Stammpauke, wo wir eigentlich unseren Zora-Helm finden müssen. Hifumi und Imu suchen einen Zora-Helm, um dir zum Dank dafür zu schenken, dass du das Dorf gerettet hast. Es heißt, es sei dem Himmelsfisch dargebracht worden, aber was bedeutet das? Ja, wir sind hier. Das ist ein Himmelsfisch. Also Hauptstory, aber ich finde hier nichts. Kann nochmal alles schnell abgrasen. Auch hier sehe ich irgendwie nichts. Keinen geheimen Eingang oder so. Wäre auch ein bisschen creepy, wenn es wohl keinen hätte. Hier ist auch nichts. Auch alles cool soweit. An der Kiste hier, da wäre noch was. So, hier oben waren wir auch schon. Ich gucke nochmal hier. Nö. Also wäre schon sehr seltsam, wenn hier was drin wäre. Natürlich außer Holzpfeil, ne? Holzpfeil in der Holzkiste. Wir leben unseren Traum. Hä, aber jetzt sagen wir nicht, dass doch irgendwo hier den ganzen Rand absuchen hier ist sowieso ein bisschen scheiße gefährlich. Hier ist doch nichts. Wohl. Da ist glaube ich nichts, aber hier sieht es ein bisschen anders aus, wa? Hä? Haben wir den jetzt gar nicht gesehen oder ist der neu? Ja, nee, oder? Nicht dein Ernst. Okay. Haben wir das also auch gemacht? Oh Mann, oh Mann. So. Was haben wir sonst noch? Wenn ich jetzt schon mal hier oben bin, warte mal, die unbeschwerte Ehefrau. Brück Östlos Dorfsand trat, sang sie ein Lied über einen Ort, den sie mit den Worten fluffig und hüpf beschrieb. So. Ja, ich bin ja eh im Himmel oben, war und. Beziehungsweise, ich muss einfach da runter. Himmel, so stimmt gar nicht. Also jetzt zurück zum Donnerhorn. Weil der einzige Ort, wir haben nochmal so ein paar Gedanken drüber gemacht, aber der einzige Ort, der mir da halt einfällt, ist logischerweise auch hier oben im Himmel, nur halt ein bisschen weit. Wobei, wo fliege ich gerade hin? Warte mal. Nein, wir haben doch. Bin ich doof. Ich kann auch direkt zum Tempel. Wir hatten doch diese Gravitationssteine, sage ich jetzt mal, beim Wassertempel zu. Oder in der Nähe, besser gesagt. Oh. Ist der hier neu? Puh, okay. Ja, zurück zum Himmel. Hier haben wir noch ein paar. Ja, hier ein paar Schreine. Die wird irgendwo hier oben sein. Wie das natürlich in den Himmel kommt, ist relativ simpel, denn wir haben ja gesehen beim Stausee, da ist immer noch der Wasserfall da. Der vom Wassertempel aus ja, nach unten fließt, logischerweise. Jetzt so, dass wir am Wasserfall hochschwimmen können, können natürlich jetzt alle hier oben sein. So. Noch irgendein Hinweis dazu, oder? Die Fischerin. Okay, hatten wir hier irgendwo Orte, wo man rein theoretisch fischen könnte? Also irgendwelche. Naja. Weil Fisch vielleicht übertrieben ist, aber. Ja, ist da jemand? Ah, ne. Ein paar Segel zum Fliegen. Ah, da ist die Konstruktion, wir erinnern uns. Das war. Was war denn das schon wieder für ein Block? Was ich denn damals gemacht habe, bin ich dem ausgewichen, bin ich mir ganz sicher. Beta-Blockkonstrukt. Okay. Ja, wohl ausgewichen. Da ist eine Pfütze. Ja, es gibt hier ein paar Orte, wo ich glaube auch sogar Fische drin waren, wenn ich komplett irre. Oh.
Aber damals gar nicht gesehen, wa? Ich brauche Materialien. Nur 70 Stück davon. Gib mir Materialien. Gib mir Materialien. Naturen, ja gut, die brauchen einen Grauer, aber eigentlich wollte was anderes. Aber sind all die, die ich habe. Okay, da fliegt noch was hoch. Da sind noch die Wächter. Jetzt kann man irgendwie auch keinen Bock, weil ich wieder runterfalle. So, und dann habe ich Aktivierung nie gemacht, ne? Naja, ein anderes Mal. Wenn ich wieder mal Bock auf ein paar Scheine habe. Wobei Bock, ja, habe ich jetzt Bock oder habe ich keinen Bock, ne? Ist immer so eine Frage. Eigentlich nicht allzu viel, andererseits sollte man auch nicht stören, sondern ein bisschen was zu machen. Warte mal. Ist das nicht sogar der Ort? Nee, nicht ganz, ne, ist nicht der Ort, okay. Gehen wir mal runter. Das ist gerade der Ort, wo halt hier der Wasserfall halt runterfließt. Hat sie irgendwo... Na gut, hier ist eigentlich überall welche, ne? Doch nicht mehr. Das Schlamm und das Wasser hier ist weg. Irgendwie fließt doch irgendwo Wasser. Ah, hier. Doch, hier, das ist der Anfang. Der Anfang vom Wassertempel. Bin ich jetzt hier falsch? Ernsthaft? Ja gut. Mal zurück. Also hier unten ist sie nicht. Vielleicht ist sie ein bisschen weiter oben. Ne? Vielleicht muss ich mal zum Tempel teleportieren. Ach, im Innern eines Schreins kann sich teleportieren. Oh, guter Hinweis. Also dann. Hier unten, aber gerade nichts gesehen aus der Höhe her. Ich glaube, hier weiter auch schon. Warte mal. Wo geht's hin? Hier drüben? Ein paar Wächter. Eigentlich eine heiße Quelle. Warum soll immer eine heiße Quelle sein? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Wenn es ein bisschen heller wäre gerade. Damit zum Tag ist ein Blutmond? Ja, natürlich das Blutmond. Nee, oder? Die ist echt hier? Fluffig, hüpf, hüpf. Ja, du mich auch, ey. So, Maxi Barsch. Hä? War ursprünglich noch nicht so. Warte mal. Ich markiere den Otterdeck mal mit... Natürlich kein Tiersymbol, wa? Na komm. Ah, hast du das gesehen? Sogar so hoch im Himmel gibt es Fische. Himmelsfische. Nein, das sind Maxi-Barsche. Ja, der würde mich satt machen. Ja, übrigens, ein Mann ist besorgt. Das ist doch mein Schatzi. Was ist denn mit ihm? Der Arme, den haben wir ganz vergessen. Ja. Und ein Fischfest veranstalten, um König Sidons Krönung zu feiern. Tja, die wollen ein bisschen aus dem Ruder, wa? Besser machst du das. Gut, dann gehen wir mal zurück ins Dorf. Also muss ich wieder hochklettern, wa? Tschüss.
Also Gravitationssprünge und so hier waren schon cool auf eine Art und Weise. Trotzdem muss er zugeben, war ich ein bisschen enttäuscht darüber, dass halt wieder hier am Himmel der Schrein ist nicht irgendwie, ja, wie es halt eher besser anbieten würde. Tatsächlich halt einen Unterwassertempel gibt. Obwohl ich ja kein großer Fan vom Navigieren Unterwassertempels bin, aber es würde sich halt wieder gut anbieten. Außer Regen nichts gewesen, so jetzt sind sie hier. Oh. Ah. 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 Ich bin etwas überrascht, ja? So ein bisschen zu schnell geklickt. Oh. Das ist gleich geblieben. Ich wünsche mir, dass du dich nicht mehr in Gefahr begibst. Hihi, tut mir leid, mein Schatzi. Ja, wenn es für die beiden jetzt so passt, warum nicht? So, warte mal, Proviant. Was haben wir bekommen? Maxi Fischspieß. Vor allem plus 10, alter Schwede. Boah, dafür echt nur 2 von denen? Der war schon ein bisschen krank. So, brauchen wir noch irgendwie noch ein bisschen. Na komm, ich habe so viele von denen. So, gleich ist der Blutmond. Dann machen wir doch mal direkt die nächste Quest. Wahre Heldenmut. Oh, bin ein bisschen zu tief unten. Also Dankbarkeit. Okay, wird später. Diese großen Fische ist die Pracht der Zoras. Ich brachte Zoras und Zoralanze, so meine ich nicht. Bei der Zoralanze, da habe ich mich kurz informiert, weil eben wir haben ja ähnliche Quests, sagen wir jetzt mal, hatten wir auch bei den Gerudos und bei den Orni. Und ich weiß, irgendwo, glaube ich, hier beim Cup der Prüfungen soll offenbar einer rumliegen. Das ist ähnlich wie so die eine Tour, die wir letztens plötzlich gefunden haben. Das sind halt einfach so Waffen, die einfach plötzlich wieder so respawnen. Und wir hatten mal einen Zoralanze, aber mittlerweile wieder zerstört. So, jetzt kurz schauen, bin ich gerade richtig? Nee, warte mal, ich bin komplett falsch. Ups, Entschuldigung, ich muss hier hin. Mein Fehl. Weil gar nicht mal so schlecht war. Wir haben doch hier sowieso noch irgendwie ein paar Schreine, dachte ich irgendwie. Genau, hier haben wir sowieso damals die Zoralanze gefunden, aber das Teil ist ein bisschen hier weiter unten. Kommt natürlich nicht hoch. Kurzen Wasserfrüchten. Naja. Jetzt eh schon hier bin und gerade sehe, hier haben wir noch einen Schrein. Hier soll angeblich einer sein. Kommt vielleicht die Höhle da rein? Also sprich die Höhle hier unten. Da kommt die Idee also in derselben Richtung. Wir schauen mal kurz vorbei. Eieiei. Ich kann natürlich jetzt einen Schika-Sensor darauf ausrichten, ne? Sensor, nicht Brunnen, sondern Wandschreine müsste eigentlich reagieren, wa? Ja, seht ihr, das ist hier. In der Nähe tiefer. Der ist hier unten. Perfekt. So ist ein Brunnen. Na du?
Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Unterbreche ich die Sequenz. Schon doof, wa? Doppelrasenhain da entlang. Ist da also so einer? Wobei, naja. Nee, ich glaube, Dinge hat jetzt nichts zu tun. Komme ich so hoch da? Ja, okay. Mit dem Schrein hat es glaube ich nichts zu tun. Andererseits, doch unbedingt dürfte es trotzdem sein, weil es sind nur rote. Einmal hoch, bitte. Eisfrüchte nehmen wir natürlich gerne mit. Dankeschön. So, nun. Solange immer noch ein anderes Viech sein. Wenn ich hier reingehe, komme ich direkt beim Ding raus. Beim Turm. Ich bin gerade verarscht, nie ist gar kein Mayo-Signum. Ha, da hinten ist er. Oh, Scheiße, bricht er auch gleich noch. Alles zerbricht hier. Schlimm, schlimm. Was zum... Nein! Oder gar nicht hin. Dann mache ich halt den doppelten Aufstieg. So. Dankeschön. 10 Stück, war. Geil. So lobe ich mir das. Okay. Ja, jetzt muss man leider wieder nach unten. Noch ein bisschen weiter nach unten. Jetzt noch einen. Wo rennst du jetzt hin? Das war nicht die Höhle, die ich vorhin meinte. Hm? Schleichweg. Oh, warum mal nicht? Nein! Oh!
Statt Extra-Schirm mit mehr Haltbarkeit, aber bei den Schilden kein Problem. Das ist... Ah, warte mal. Ich muss ihn trotzdem mitnehmen, weil sonst wird die Höhle nicht angezeigt, dass ich komplettiert habe. Also den bringen wir mal den ablegen. So ein Bilo-Ding hier. Noch den hier, komm. Huch, was sind das für Viecher? Eisdinger? Eisvarianten? Ja, das klappt gar nicht. Schade. Was sind doch Eisvarianten? Das ist gerade ein bisschen doof. Hä? Das Wasservarianten? Tatsächlich. Ach nee, ist einfach nur ein blauer. Und das war ein silberner. Oh, falsche Waffe übrigens. Ist das auch noch zerbrochen? Jetzt zerbrechen mir alle Waffen. Was ist denn böse los? Junge, Junge. Nun so ein Brunnen sein oder was? Was ist denn mit dieser Folge los, ey? So. Die Waffen hier kann ich sowieso vergessen. Auch ernsthaft. Was zum? Na komm. Haben das dann mal auch mal loswerden. Huch, ein anderer Ausgang. Hä, und ich hab's hier angeblich? Ne, warte mal, das war eine andere Höhle. Ja genau, Schleichweg, ist was anderes. Gut. Sehr gut, gut, gut. Ah, der Fred Feuerstein wieder mal. Okay. Das Ding haben wir auch. Oh, ja, alles mitgenommen vom Hauptschleim, krass. So. Dann war ja hier noch ein Weg. Ja, das ist nicht so geil.
Immer diese Ruhegewalt. Warum denn das? Ja, warum wohl? Was die Denkfähigkeit erhöht. Zack. Okay, wieder ablegen. Den Waldschild mitnehmen. Was auch sonst. Schildtasse ist voll. Ja, ist mir klar. Ja, wenn es weitergeht mit dem Waffenverschleiß, muss ich wieder mal auf die Suche machen, wa? Aber die besten Waffen, einer gibt es im Untergrund, ne? Also zumindest von der Sorte. Die halt auch nicht vom Miasma zerfressen sind und sich deswegen ein bisschen dafür eignen. Muss ich dann neu zu synchronisieren. Apropos. Okay, keine Waffe für uns. Schade. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Kriegen wir das Wasser ablassen oder was? Ich meine, es hat zwar hier eine Truhe, die ich auch so holen kann. Aber scheint so, da ist noch eine Zugbrücke. Ja, aber so hochheben? Ja nun. Hab zwar damit nicht gerechnet, wenn ich heller sein soll, aber okay. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist aber so ganz noch nicht geklappt. Andererseits komme ich jetzt vielleicht ja auch schon durch. Sehr gut. Ja, die Höhle ist komplett. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Rhodonit und Bernstein lohnt sich auch. Ja, und die ganzen Dinge mal ein bisschen verkaufen gehen und so, ne? Das lohnt sich dann schon. Mitunter. So. Dann gibt es hier aber sonst nichts mehr. Also vielleicht, ja, da Leuchtstein und so, aber ganz ehrlich. Wo geht's denn jetzt hier hin, wenn ich hier schon was aufgemacht habe? Nirgends, da ist einfach nur ein Abfluss. Ja, warum auch nicht, ne? Kann man auch so machen. Gut, dann raus hier. Ah, jetzt schon die ganze Folge dafür drauf, dabei wollte ich eigentlich zum Schrein noch gehen. Und ganz ursprünglich eigentlich hier hin, wo ja angeblich noch ein Ding sein soll. Der Kies mit der Zora-Lanze nämlich. Weil ich den Ort sowieso ein bisschen seltsam finde hier. Ah, da! Ja, eben, die Zora-Lanze kriegt ihr eigentlich von dem Typen hier, also einen Zora, den ich ihn gerettet habe vom Schlamm. Haben wir damals ja auch gemacht. Und wenn man dann irgendwie halt, ja, das Teil, keine Ahnung, aus Mutwilligkeit oder so einfach mal zerstört, dann gibt es eine neue. Eine frische Zora-Lanze. Ich fühle mich ein bisschen verarscht.
Oder habe ich die Zora-Lanze vielleicht zu Hause in unserem Versteck? Das könnte auch noch sein. Ganz kurz, ich gucke nochmal. Nee, hä? Nee, Moment. Dem ist sowieso falsch, also hier unten. Was rede ich denn da überhaupt für ein Bullshit? Die Markierung, die ich hier gesetzt habe, ist gar nicht dafür gedacht, sondern ist aber irgendein Schrein da unten. Mann. Okay, schnell runter. Jetzt hat es auch schon auf was vorbei, aber gehabt, die Zora-Lanze kriege ich jetzt noch in der Folge. Und dann, nächste Folge soll es aussehen, gehen wir in die Höhle, um den Schreiner zu erkunden, oder zumindest den Schrein zu entdecken, schon mal eines. Hey, hier soll ein Brunnen sein? Da muss er ganz tief versteckt sein, ey. Was ist das hier? Raliskanal, gut, da waren wir eigentlich schon. Und auf dem Weg zum Durchbrettern, besser gesagt. Hä, warum soll hier ein Brunnen sein? So, hier ist die Zora-Lanze. Und die brauchen wir für die eine Quest. So. Soweit, so gut. Dann ist hier irgendwo der Höhleneingang. Der war hier unten, wenn ich mich nicht täusche. Das war so ein Monsterding, wa? Naja. Ein Lehrer der Zoras, die hatten wir aber auch schon. Die Wassermaß verhandelt sich zum Zora-Fluss, und das Wasser fällt runter. Sie kann in diesem Schleswig sesshaft worden. Innengestein der Ranellberge wurden ebenso elegant wie beständige Gebäude errichtet. Mhm. Jo, soweit so gut. Irgendwie so auf die eine kleine Tatsache, dass ich irgendwie dann den Eingang verpasst habe von der Höhle. Hä? Hat doch nur da oben, ich dachte, den noch einen richtigen Eingang gegeben. Ah, hier. Ja gut, ich meine... kann ich was anderes nehmen? Landboot. Ein Wasserboot wäre vielleicht klüger. Nee, komm. Wenn ich schon hier alles habe und will das Spiel quasi das mache. Es bittet mich quasi darum. Wobei, ich glaube, es könnte jetzt von der... Ja, genau. Ah, hatten wir schon mal. Aber wir haben es auch hingekriegt, dass es funktioniert. Das Gewicht ist nämlich das Problem.
Das muss ziemlich zentral sein, also ziemlich in der Mitte liegen. Oh, da haben wir noch ein paar. Cool. Also sicher nicht so, weil so gibt es ja wieder. Ich glaube, ich muss auch irgendwie... Wir haben es mal geschafft. In einer anderen Quest. Ja, aber eben nicht so. Schade. Optimal kann jetzt nicht so schwierig sein, das rüber zu kriegen. Wenn ich es mit dem Hoverball jetzt nicht irgendwie so hinkriege, aber... Ja, mal 2 davon nehme, weil ich das Gefühl habe, dass, naja, wird sonst vielleicht ein bisschen schwierig. Was ist da drüben noch? Ah, Krockwedel. Was sind ja Waffen, oder? Nee, okay. Das Ding geht aber nicht unter, oder? Ich frage lieber, weil, naja, aus Gründen. Gut, dann dürfte es auch relativ klar sein, wenn ich das baue. So, jetzt mal noch kurz. So, mal gucken, ob es klappt. Ja, wir kommen vorwärts. Das echt mal mit dem Hoverboard nicht funktioniert, ne? Wer hätte das gedacht? Hoverbike, nicht Board. Oh, das will sich her. Naja, gut. Ja, aber gesehen die da drüben. Ich will aber erstmal darüber. Dir, dem Darbringen des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bahnt. Ich weiß. Im Prinzip soll es wieder so eine Art Schrein, wo man einfach rein kann. Wenn ich das Segenslicht hole, oder? Könnte ich eigentlich jetzt schon machen. Yes, Mann. Ich muss trotzdem zugeben, mir gefallen die Shika-Schreine aus dem Vorgänger besser. Was irgendwie auch ein bisschen authentischer war. Aber eben, es waren natürlich auch die ersten Schreine dieser Art, ne? Mit dieser zumindest ähnlichen Art von Questen. Hier einfach, ja, jetzt auch so eine Technologie, aber wir kombinieren es trotzdem mit dem Shika-Portal und so, dem Teleportieren. Ja, das hat schon ein bisschen quasi nochmal dasselbe. Quasi Shika-Schreine 2 oder 1.5, sag ich jetzt mal, weil 2.0 wäre jetzt ein bisschen übertrieben. So, aber übertrieben, was mir auffällt, ich habe dann wieder mal die schwache Rüstung an, war kein Wunder, kriege da mehr Damage in letzter Zeit. So, Schild, lasse ich jetzt mal. Schwert, eben das Teil muss langsam weg. Wohl. Das Elektropower kann eigentlich nie schaden, nehmen wir das Teil. Nur noch 2 mehr und können wir sogar 3 Herzcontainer holen. Gut.
Gut, Freunde, gut. Was sage ich jetzt? Da wird 40 Minuten. Nein, das geht immer so schnell. So wie dazu sagen, immer schön 30 Minuten Parts machen wollte. Das Teil sind hier natürlich hier weg. Willst du mich verarschen? Danke, Spiel für nix, weil wir dann noch die andere Ding da abgrasen. Die andere Höhle da drüben, aber komm, das kann nicht dein Ernst sein. Was spricht mir an Höhlenabschnitt da drüben? Okay, weißt du was? Nur Feuerstein. Nicht mal Friedfeuerstein, sondern einfach nur normaler Feuerstein. Dann schwimme ich da halt schnell rüber. Werde in die Richtung getrieben, also insofern. Und sogar noch einer. Haben wir schon 11, wa? Einfach nur krass. Nein, 12 sogar. Okay. Es wird immer krasser, Freunde. Immer krasser. Ja gut. Aber ansonsten gab es ja nicht mehr so viel. Doch eben irgendwo soll ja noch ein scheiß Brunnen sein. Wo auch immer das sein soll. Ist leider nicht 2 Ventilatoren, also wird das sauber machen, aber gut. Braucht sie auch nicht. Dann haben wir das hier gemacht, den Schrein hier auch, oder wäre jetzt eigentlich da drüben. Die Höhle haben wir auch gemacht, die hier auch. Perfekt soweit. Würde mal sagen, in der nächsten Folge dann, nicht Episoden, hallo, Sidequest wollte eigentlich. Hier. Die Patazoras, ne? Genau, bringen wir nächstes Mal als Zura-Lanze mit 3 Diamanten und 5 Feuersteinen, machen uns die Waffe. Die nachher hoffentlich dann bei uns zu Hause da irgendwo deponieren. Weil 3 Diamanten ist schon teuer. Und dann hätte ich mal gesagt, gucken wir in der nächsten Folge noch, ob wir den Schatz großes Fisches machen. Vielleicht einen Schatz der Dankbarkeit auch noch dann. Und ansonsten uns aber langsam, aber sicher mal Richtung Untergrund bewegen, wa? Ich weiß, ich habe bei der Gerudo-Wüste noch ein paar Quests. Man muss da sowieso noch ein paar auch Scheinen zu machen. Aber wenn wir uns auch erst mal wieder um die Untergrund kümmern und Koga nachrennen, haben wir eigentlich auch noch genug zu tun, wa? Vor allem gehört es, glaube ich, auch zur Hauptstory, oder? Ne, ist eine Episode. Okay, Kogas finsterer Pläne, genau, muss auch noch dahin. Ja, und dann aber doch relativ schnell mal nach Kakariko. Wird Zeit, Freunde. Wird Zeit. Ist aber jetzt eigentlich die Waffe drin. Die aufnehmen. Egal. Also bis zum nächsten Mal. Dann zurück zum Dorf der Zoras. Kann ich schon mal hin teleportieren. Und, ja. Neue Waffe herstellen lassen. Den Schatz der Zoras. Bis dann. Tschüss.